Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Znüni-Pause». Du hast mein Intro falsch gemacht. Das heisst «Guten Morgen und herzlich willkommen» im Fall. Guten Morgen und herzlich Ja, doch, das ist schon jetzt besser. Ich könnte dir vorstellen, der Can supportet mich überall, aber meine Podcasts hören gleich nicht. Das stimmt gar nicht. Was? Aber ich höre nicht alle. Was war mein letzter Podcast? Brustvergrösserungen bei Kühen. Was? Was ist deine Meinung dazu? Oh Mann, Digga, um was geht's denn heute, Mann? Erzähl mal ein bisschen, bitte. Ich wollte eigentlich ein kurzes Lebensupdate machen. Was läuft in deinem Leben? Alter, Mann, ich habe einen neuen Schreibtisch gekauft. Der ist richtig krass, yo. Und jetzt fühle ich mich wieder richtig gut, Mann. Alter, es hat eigentlich vorher schon einen Schreibtisch gegeben, jetzt hat er einen neuen und dann kannst du so auf und runter fahren. Der Can ist obsessed. Er ist wirklich... Alle 5 Minuten muss er auf und runter fahren und dann muss er wieder sagen, oh mein Gott, ich habe so Freude, das ist so cool. Aber es ist mega herzig. Es ist... Ich habe dich gerade exposed, das ist ein bisschen cringe. Nein, Gut. aber lass mich einfach Freude haben. Sache ist doch schön, wenn wir Nein, so ich glücklich sage sind. ja, es ist cute. Das ist cute. Ja. Ich habe dafür Freude gehabt, weil ich bin das Wochenende Können wir in den Genf Podcast abbrechen, bitte? Ich bin in Genf das Wochenende, wieder mit meinen Lyon-Friends. War sehr schön. Wir haben wieder mal Glühwein getrunken. Wir waren in 2 Clubs. Würdest du die eigentlich, Und sie sind beide scheiße gewesen. Würdest du dir etwas ausmachen, das Knie von meinem Oberschenkel abzunehmen? Ja, es ist schon sehr Fühl mich bequem. da so leicht von dir. Weißt du, wir müssen zeigen, dass wir in einer Beziehung sind. This is sexual harassment. Holy shit, jetzt kommen wir nach meinem Podcast gesperrt. Nein, es war sehr schön gewesen. Auch noch ein Lebensupdate. Ich wäre fast gestorben. Stimmt, ja. Alter, Du wärst nein. schon 2-mal fast gestorben. Das eine Mal habe ich sogar zugeschaut. Ja, ich weiß nicht, ich bin so unfähig. Ja, es ist nicht so crazy Story, wie wir jetzt werden erwarten. Aber ich bin heute in der Schule am Stress gewesen, weil ich bin schon spät dran war. Und vor der ZHDK gibt es halt wie so ein Tram. Und es ist eigentlich immer grün. Und wenn es rot ist, dann weiss ich, das Tram ist noch mega weit weg. So. Und es war halt rot gewesen, und ich schaue so nach links und das Tram ist noch mega weit weg gewesen. Und dann bin ich halt so drüber gerannt und dann ist halt das Tram so voll am ja, und ich schaue so nach rechts und es ist gefühlt einfach vor mir. Oh ja, also ich habe es gefühlt gestreift. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich bin nachher so am Zittern gewesen und ich wollte dem Siech nicht wollen. Ich bin einfach ins Schulhaus gerannt, weil ich nicht wollte, dass der Siech mir in die Augen schaut. Aber ja, weißt du, das zweite Mal gewesen? Das zweite Mal ist, als du von der Bibliothek bist heimgekommen. Hast so geschaut, ob links ein Auto kommt. Die Autos kommen aber von rechts. Dann wärst du fast losgelaufen und es kommt ein verdammt schnelles Auto. Also was lernen wir daraus? Schaut einfach auf beide Seiten der Straße und dann Und? werdet ihr überleben, hoffentlich. Haben am besten vielleicht nicht Kopfhörer an und hören auf voller Lautstärke Musik, so wie es Nati macht. Aber das kommt ja nicht... Ja, vielleicht ein bisschen. Aber Ja, ich habe doch. also die Tram-Leute ja auf jeden Fall gehört. Ja, die Und der hat, Leute. Aber ich glaube, eigentlich will man ja das Tram an sich schon hören. Ich glaube, um es noch ein bisschen mehr Dramatic zu machen, ich glaube, hätte sie nicht bremst beim Tram, dann wäre es wirklich... Ja. Dann wär's Kannst du den zu spät Podcast gewesen. bitte nennen, wie ich fast gestorben bin? Also so richtig überdramatisieren. Oder würdest du jetzt schreiben, wie ich fast bin gestorben? Nein, das machst du. Du bist Berner. Ich hätte es jetzt aber vorher richtig gesagt. Ja. Ja. Jetzt wirst du langsam zum Zürcher, der du in Zürich wohnst, oder? Jetzt redest du nur so, oder? Hallo miteinander, es freut mich, dass ihr da seid beim Podcast. Du musst das R noch ein bisschen mehr vorne sagen, weißt du, so ein bisschen wie ein Das Radioapparat kann ich nicht. oder? Gut, also, was machen wir heute, Can? Weißt du überhaupt, was wir machen? Heute machen wir so einen Love Language Test, weil wenn ich im Podcast bin, darf es nicht um andere Themen gehen als um Liebe, Sex und Geld. Was? Nein, der Can und ich, für die, die es nicht wissen, wir sind seit ein paar Jahren schon in einer Beziehung. Echt? Ja, Alter. Ich habe gemeint, das ist einfach Freundschaft plus. Alter, ich habe gemeint, ja, nein, das Also. kann ich jetzt nicht bringen. Also, und ich glaube, wir haben noch nie... Was würdest du sagen, was ist dein... Oder, nein, umgekehrt. Wir machen es umgekehrt. Nein, Doch. Können wir schnell festhalten, ich weiß nicht mal, was für Love Languages das es gibt. Aha, wir müssen von null anfangen. So. Ja, sicher. Du hast noch nie Gedanken gemacht, was du für Love Long Languages... Languages bin ich. Also, Nein, Mann, Digga. okay, es gibt ein kurzes Intro von meiner Stelle her, weil ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Ich habe sogar gerade mal ein Buch dazu gelesen. Holy shit. Ja, nein, ich habe das Buch gar nicht fertig gelesen. Also meine Mama hat mir das mal gegeben. Ich habe glaube so 5 Seiten gelesen und dann hat es mir angeschissen. Aber ich glaube, es ist ein gutes Buch, 5 Sprachen der Liebe. Gut, wir machen weiter. Und zwar, Can, wenn du in einer Beziehung bist und du jemanden liebst, dann tust du das verschieden äußern. Du kannst bitte nicht das Handy gehen. Mal, ich muss schnell abchecken, ob ich aussehe wie der hinterletzte. Das siehst du Bastard. sowieso. Wieso ist Das eigentlich mein heisst- Kalender dort hinten?
geht fast am Boden. Und Und von dort hin hast du dort hin tun, weil ja das nicht im Hintergrund sein. Ich schwöre, geht innerhalb von der Podcast-Folge, aber das geht sehr knapp You aus. know it's all fake. Es geht wirklich sehr knapp aus. Und das ist ja Schade, noch dass ihr unser das Ding nicht seht. dort. Wie sagt man dem? Wo so ein Raumschmöcker, wo alle 5 Minuten mal so ein Pfff rauskommt. Also es sieht wirklich auf sehr knapp auf. Du kannst vielleicht ein Bild machen und das einblenden. Ja, da habe ich keine Lust, das mir zu sagen. Okay, ja. Aber ich will jetzt eigentlich was erklären. Ja, Weil- erzähl mal über die Und Love jeder Languages. tut eigentlich, also das ist, ich weiß auch nicht so viel, merke ich gerade, aber jeder tut seine Liebe anders ausdrücken oder anders zeigen. Und es gibt wie 5 verschiedene Sprachen. Und eigentlich ist es wie nice, wenn man in einer Beziehung ist, dass man die Language vom anderen herausfindet, sodass man halt herausfindet, so, ja, mit Ticket vielleicht nicht gleich. Und zwar folgende 5 Languages. Alright. Also, Love Languages. Das eine ist körperlich, dass man viel Nähe gibt. Also wenn ich jemanden mit dieser Love Language, dann brauche ich viel Körpernähe, aber gebe auch viel Körpernähe, wenn ich die andere Person zeige. Körperliche Nähe. Ja, das kann alles sein. Das kann umarmen sein, das kann knuddeln sein, das kann Einfach küssen alles, sein. wo Das kann auch berührt sexuell ist. sein, oder? Alles Körperliche halt. Das zweite ist Zeit miteinander verbringen, Quality Time. Das ist eigentlich selbsterklärend. Das dritte... Das andere war auch selbsterklärend gewesen, aber ist okay. Ja, scheiß auf dich. Es gibt vielleicht noch Dummies da unter uns, okay. Nein, das dritte ist... Hast du jetzt alle als dumm hergestellt, die nicht... Jetzt hebt deine Frage. Das dritte ist Hilfsbereitschaft, dass wenn man jemandem hilft, dass man dann seine Liebe zeigt. Was haben wir noch nicht gehabt? Also Ich wir glaube, haben Reden ist noch eins. Du weißt es selber nicht mal Ah, nein, wirklich. doch, ich glaube Reden, also Kommunikation. Wir sind erst beim 4. jetzt, gell? Ja, und das letzte ist mit Geschenken, mit Gesten. So, also so mal eine Rose geben. Kann man auch Also- mehrere Love Languages haben? Ja, Okay. aber es gibt wie so ein Hauptding wahrscheinlich so ein bisschen. Aber ja, man kann auch mehrere Love Languages haben. Und es ist halt vielleicht so, dass wenn man die Love Language hat von Knuddeln und die andere Person nicht so gerne knuddelt und eine andere Love Language hat und man das Ganze nicht kennt, das ganze Konzept, dass man schnell denkt, hey, die andere Person liebt mich gar nicht. Aber die andere Person tut dafür die ganze Zeit Die andere will Person etwas drückt unternehmen das mit anders aus. ja, keine Ahnung, die andere Person die tut halt ist dann halt hilfsbereit und man selber halt nicht. Und dann gibt es ein Missverständnis in der Beziehung und dann haben die beide voneinander das Gefühl, dass sie sich nicht lieben, oder? So, und jetzt ist meine Frage, was denkst du, ist meine Love Language? Ja, 1 und 5, ganz klar. Ja, du musst Ohne sagen, was das ist, Reden. ich kann schon vergessen, was ich gesagt habe. Ja, einfach körperliche Nähe und Geschenke. Okay. Punkt. Bei dir, ich habe mich das Ja, eben immer jetzt schon bin ich gefragt. gespannt. Alter, Ja, jetzt du bin bist ich für mich... sowas von gespannt. Du bist für mich ein sehr schwerer Fall, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Weil ich habe zuerst lange gedacht, das ist so Hilfsbereitschaft. Dass wenn, also zum Beispiel, als ich das gedacht habe, weißt du noch, wo du arbeiten bist und ich habe in dieser Zeit, glaube ich, frei gehabt oder so. Du bist einfach helfen. Nein, ich habe... ja, das auch. Aber nein, ich meine nicht das. Ich meine, ich habe das ganze Zimmer gesogen und geputzt und Oh ja, aufgeräumt. das war ganz schlimm. Und ich habe gedacht, dann hat hure Freude, weil das ist so hilfsbereit sein. Aber hast du es eigentlich nicht so geil gefunden? Ja, nein, also ich finde es mega lieb natürlich so. Es ist mega herzig, aber ich habe es nicht so gern, so mein Zimmer nicht selber aufzuräumen, weil ich Ja, ziemlich genau einen Platz für Sachen habe und muss wissen, wo Sachen sind und so. Ja. Da bin ich ein bisschen akribisch. also ist ein wie zum- akribisch, Kollege. Ja, einfach sehr genau. Also wie Akribisch. wenn jemand würde jetzt an meine Briefe, die ich Ja, ja. ausgelegt habe, auf dem Schreibtisch oder wo auch immer würde anlangen gesehen. oder so, das geht gar nicht. Okay, jetzt noch. Und was willst du selber von dir sagen, hast du für eine Love Language? Also, was hast du jetzt gesagt? Was ich für eine habe? Hilfsbereitschaft. Also, du hast gesagt, du hast gedacht, dass es das ist. Ach so. Aber Boah, ist das jetzt dein mittlerweile? Guess? Nein, ich muss noch überlegen. Ich glaube, bei dir ist es Kommunikation. Mittlerweile würde ich sagen Kommunikation. Und Ich wie bin mir jetzt drückt grad sich- gleich nicht wie, sicher. Wie drückt sich die Love Language aus? Kannst du es nochmal erklären? Ja, ich muss jetzt glaub, gleich schnell googlen, weil ich bin mir jetzt gleich grad nicht sicher. Ich habe eben ein Sofa auf Google. Wir sind vorher Sofas schauen. Wir haben übrigens ein neues Sofa jetzt bestellt, oder? Kannst du schnell reden? Ja, wir sind nach wie vor im Kaufrausch. Und wir sind immer wieder am neue Anschaffungen machen. Unsere Küche ist jetzt mehr oder weniger fertig.
dort ist heute so, Nati hat sich so ein Paket gekauft mit Mikrowellen. Ich bin ja ohne Mikrowelle. Da, ich habe es gefunden. Gut, das kannst du in die Fresse wieder heben. Nein, ich kann es noch sagen. Was soll ich sagen? Ich wollte sagen, Nati hat sich ein Paket gekauft mit Mikrowelle, Toaster und Wasserkocher, wo eigentlich alle matchende Farben sollten haben, aber die Mikrowelle hat gleich irgendwie so ein bisschen eine andere Farbe. Speziell. Und ich bin ohne Mikrowelle aufgewachsen, darum bin ich jetzt gespannt, wie es ist, Mikrowelle zu haben. Ich werde, glaube ich, einfach nur Mikrowellen-Popcorn machen. Beste. Also, Hilfsbereitschaft, Ja. Geschenk, Ja. Zärtlichkeit, also das habe ich so ein bisschen gemeint mit Körperlich. ja, Zweisamkeit, das habe ich gemeint mit so Zeit zusammen verbringen. Und das 5., ich merke, das ist glaube ich meins, Lob und Anerkennung. Dass du viel Lob und Anerkennung brauchst. Ich glaube schon, oder? Oder nicht? Nein, du brauchst körperliche Nähe. Ja, das auch. Einfach viel Aufmerksamkeit, sagen wir es so. Also ja, Lob und Anerkennung brauchst du auch ganz viel. Ja, Zweisamkeit brauche ich einfach. Ich Aber brauche du eigentlich bekommst alles. es halt nicht. Was bekomme ich nicht? Lob Geschenk? und Anerkennung. Ja, Geschenke bekomme ich auch nicht alle. Gar nicht bekomme ich von dir. Das ist so... Liebst du mich eigentlich noch? Nein, Spaß. Okay, bei dir. Also Lob und Anerkennung finde ich sicher nice, aber du wirst jetzt nicht dich mehr geliebt fühlen, wenn ich das mache. Nein. Zweisamkeit finde ich schon auch nice, aber ist jetzt auch nicht so... Eben, ist bestimmt zärtlich... Das ist mega schwierig. Also Geschenk bei dir auf jeden Fall nicht. Safe nicht. Ich würde sagen Hilfsbereitschaft. Hilfe anbieten, entlasten, unterstützen, Frühstück ans Bett bringen, häusliche Pflichten abnehmen, im Stich lassen, No-Gos. Im Stich lassen, Hilfe verweigern. Ich würde sagen, das ist schon dies. Aber Also wir müssen es ja auch gar nicht wissen. So zeige ich Liebe oder so empfange ich gerne? Beides. Ja, okay. Du bist auch für mich Ja, sehr ich bin Hilfsbereitschaft. Ich bin mal gespannt, was denn der Test aussagt, aber ja. ich Weil, würde mich eher auch als ja. viel körperliche Nähe und natürlich Hilfsbereitschaft finde ich sehr cool, wenn man sich gegenseitig so kann unterstützen Ja, eben, Hilfsbereitschaft auch. kann. Was auch immer, aber das ist für mich nicht eine Love Language mehr oder weniger, sondern das ist so, wenn man ein gutes Team ist, so, das finde ich geil. Weißt du, Also, wenn ja. man sich gut ergänzt und kann unterstützen in verschiedenen Sachen ja. und der unterstützt den in diesen Sachen und der Voll. unterstützt den in diesen Sachen. Eben, So. das heisst, Eben, aber das hilfsbereit geht, sein und Hilfsbereitschaft bekommen. genau, aber das... Das ist für dich Liebe. Nein. Perfekt. Das ist einfach cool, wenn man ein cooles Okay. Team ist. Ja, es ist ja cool, wenn man, keine Ahnung, wenn man sich umarmt. Hey, total cool. Oh Mann, Digga! Oh Also Mann, nimm mal ist dein Handy geil. Nimm mal dein Handy für, ich habe dir einen Link geschickt. Ich habe nämlich einen Liebestest rausgesucht. Könntest du dein Knie wieder ein bisschen wegstellen? Also ich glaube, körperliche Nähe ist Ja, nicht meine Love Language. Und deine schon. Das hast du so vom Anfang von dem Podcast schon herausgefunden. Nein, und zwar hat es da 21 Fragen. Und es gibt immer, ich glaube, 2 Sachen zur Auswahl. Und man muss das auswählen. Genau. Kann man so anklicken. Ja. Und es geht Ah, wieder darum, dass wir jetzt, also ich geil. könnte sicher auch mitmachen, vielleicht könnt ihr das mit eurem Partner, Partnerin zusammen hören. Kannst du und den dann so ein Link bisschen so in diskutieren. das Bio tun von deinem Podcast? Soll ich jetzt da Werbung machen? Aber ja, stimmt, Nein, eigentlich dann kann ich könntest du es machen. einfach auch machen. Ist vielleicht spannend. Einfach Ja, so. fair. Also wenn ihr ich Bock meine, wie... Kann man einen gut Link so in den Podcast tun? Ich weiss es nicht. Kannst du sicher in deine Und Beschreibung... sonst gebt ihr ein erik-heckmann.de. Ja, mal schauen, Sprachenliebe. wie fundiert der Test jetzt ist. Ja. Aber wir werden es Also vielleicht auch nicht allzu ernst. Also keine Ahnung. Ja doch, nehmen wir es ernst. Gut. total ernst nehmen. Also, Das sind Fakten. ist bei dir auch, also ich hoffe, wir haben die gleiche Sprache. Ich fühle mich eher geliebt, wenn... Okay, das sind immer, es fängt immer so an, ich fühle mich eher geliebt, wenn. Und dann musst du halt Aha. immer zwischen 2 aussuchen. Also, Aha. wenn man immer tut, also weißt du, der eine tut zuerst das eine vorlesen und der andere das andere. Nein, du kannst einfach das Ganze vorlesen Ach, und ich Scheiße. lese die nächste Frage vor. Okay, gut. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich uns lange umarmen. Oder ich fühle mich eher geliebt, wenn ich eine kleine Nachricht, Text, Mail, SMS erhalte, ohne besonderen Anlass. Du mir jetzt das kommentieren und erklären, was wir nehmen? Oder? Ja. Es wäre nämlich auch lustig, wenn wir es voneinander nicht wüssten, was wir jetzt Ja, aber dann ist der Podcast langweilig. Ja, also Also. ich bin da ganz klar... Warte, wir müssen es gleichzeitig sagen, oder? Ach Wir so. sagen so 1 und 2. Okay, ja. Also wo fühlst du dich mehr geliebt, wenn ich dich lang umarme oder wenn ich dir eine herzige Nachricht... Ja, Aber ich muss gerade okay. überlegen, warte, lass mich schnell überlegen. ja, okay. Also wo fühle ich mich mehr... Okay. Okay, 3, 2, 1, 2. Oh, Scheiße. Okay, Haben gut. wir eigentlich schon gesagt, eigentlich ist
also ist so ein geiler Match, wenn die Beziehung so die gleiche Love Language hat. So. Werden Ja, wir das ist vielleicht so nicht einfach haben? einfach. Ja, also, okay, ich drücke mal 2. Aber wie ihr gemerkt habt, vielleicht, ich bin nicht so tief im Thema Love Languages drin. Ich eigentlich auch nicht, aber also bist du. Also, aber wenn wir noch erklären, warum Ach man so, sich ja, dann ja, doch. fühlt Ja? oder nicht. Ja, sicher. Ja, ich bin nicht so ein Schreib- und Telefoniermensch. Aber wenn ich dir so eine herzige Nachricht aus dem Nichts so schicke, so «Hey, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag, ganz viel Kraft, du schaffst das», keine Ahnung. Ja, ist okay, aber ich finde, wie dann körperliche Nähe viel schöner und dann kann man sich ja, wenn man sich das nächste Mal sieht, wieder erzählen, was passiert ist und updated halten und Ja. holy shit. Ja. Und kann sich dann wieder Liebe geben. So, für mich braucht es die, wenn man auseinander ist, Kontakt aufrecht Behaltung nicht so stark. Ja, aber es muss ja nicht mal, also weißt du, es muss nicht so ein «Hey, sondern so wirklich so eine herzige Zum Beispiel auch so ein, also wenn du mir einen Liebesbrief würdest schenken, Alter, ich wäre der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Mhm. Ja, Schenkt er aber nicht. das war so ein Hint, gell? Hast du gemerkt? Gut. Ich merke, dass es gerade so eine Paartherapie ist. Da. Ich glaube, du willst irgendetwas bezeugen. Ich will eigentlich den Test nur machen, um mir so ein paar Hints zu geben. Ja, ich merke Spaß. es. Gut, also. Ich merke es. Also, ich fühle mich eher geliebt. Ah, du musst auch noch. Aha, nein, du hast schon erzählt. Ja. Digga, bin ich verloren. Oh Mann, Alter. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich Liebe ist eine Entscheidung. Melde es dich geht jetzt Werbung an. Ja, komm. Geil, Alter, was ist das? Okay. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich ungestört durch andere Zeit mit meinem Partner. Kannst du etwas? Nein. Ich ungestört durch andere Zeit mit meinem Partner verbringen kann. Das ist wirklich kein Deutsch. Verstehe ich nicht. Aber so Zweisamkeit wahrscheinlich. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner ganz praktisch mir zur Hilfe eilt und mich unterstützt. Okay. Ich ungestört durch andere Zeit mit meinem Partner verbringen kann. Was heißt denn ungestört durch andere? Du einfach durch andere einfach ungestört Zeit mit dem Partner verbringen kann. Okay. 3, Ja. 2, 1, 1. Eis. Oh, schön. Warum? Also keine Ahnung, so... Natürlich ist Hilfe immer so etwas Schönes, aber das zeichnet für mich jetzt nicht mega die Liebe aus. So, also so Ja. Zweisamkeit, da spüre ich viel mehr Liebe und Romantik. Und Total. Aber du bist schon auch oft irgendwo da in der Wohnung und dann «Can, ich bring die Dose nicht auf!» ja, aber da bin ich auch verloren, da brauche ich deine Hilfe, aber dann Okay. habe ich nicht das Gefühl, du liebst mich jetzt mehr, weil du mir geholfen hast, die Dose Stimmt, aufzumachen. du bist eigentlich immer abgefuckt nachher. Ich bin mehr abgefuckt, weil ich so merke, dass ich es selber will können. Und ich weiß nicht. Es ist nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen. Da kommt der Bre und haut das Ding und es geht einfach so mega ring. Das war mega scheiße. Also, Ja. ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir ein kleines Liebesgeschenk macht. Es ist halt immer mega so obvious. Mir hätte eigentlich gar nicht vorher sagen, ja egal. Oder ich fühle mich eher geliebt, wenn ich ohne Unterbrechungen Paarzeit mit meinem Partner erleben kann. Tja. Alter, da willst du beides nicht nehmen wahrscheinlich. Aber ja. Weil du bist so, nach einer gewissen Zeit bist du eigentlich froh, wenn du dir mal Zeit allein kannst verbringen. Definitiv. Und das Liebesgeschenk musst du jetzt auch nicht unbedingt haben, weil du willst nur Sachen, die man brauchen kann. Kann ja auch ein Liebesgeschenk sein. Spaß. Aber ich freue mich auch einfach über alle anderen Sachen. Ah, okay, also 3, 2, 1, 1. Also sag auch etwas. Ja, ich wollte eigentlich auch eins sagen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. So, aber ja, ich bin auf keinem so richtig, aber ich hätte jetzt dann vielleicht fast doch eher auf 2 tendiert. Schon. Also lieber Ja, also eher als ununterbrochene Liebesgeschenk. Paarzeit. Ja, eigentlich nicht, weil Ja, das haben wir eigentlich jetzt schon. Ich bin Loner, ich brauche manchmal meine Zeit. Ich habe jetzt einfach Ja. 2 genommen. Aha, okay, ich nehme 1. Ja. So, nächste Frage. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner unerwartet und ohne Aufforderung mich im Alltag unterstützt. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich uns berühren. Ja, bei mir, ja. Ach, ich finde das so schwierig. Das ist so, ich brauche so eine ganz klare Das ist- Situation. Das ist eine schlechte Gegenüberstellung, weil ich Ja. finde das Erste schon auch geil, aber das hat jetzt für mich nicht so viel mit Liebe
Liebe zu tun, sondern einfach mit grundsätzlich zusammen als Team so die Sachen machen. Also zusammen als Team, ich sage die ganze Zeit zusammen als Team, als wären wir eine Fußballmannschaft, Alter. Ja, wir sind schon ein Team. Ich meine einfach so, wenn jetzt die eine Person irgendwie die ganze Zeit sehr viel allein macht oder allein macht, irgendwie im Haushalt macht und so, und dann immer erst von der anderen Person geholfen wird, wenn es angesprochen wird, finde ich das irgendwie wack. Heisst, es ist geil, wenn ohne Aufforderung im Alltag unterstützt wird. So. Ich weiss jetzt zwar nicht, auf was Alltag raus will. Und mein Partner und ich uns berühren, ist ja obviously auch nice. Also von dem her finde ich also wie so berühren so, wie so mein Knie auf dem... ja, das finde ich scheiße, Alter. Nein, aber... Nein, ich meine einfach liebevoll berühren und Körpernähe so. Okay. Also, ja. Und was ist so das Beispiel mit Aufforderung im Alltag unterstützt? Ist das so wie mit den Büchsen? Okay. Ja, nein, ich hätte jetzt das schon eher so auf allgemeinere Sachen, nicht so kleine, sondern mehr vielleicht Haushalt, vielleicht, wenn jetzt der eine gerade an einer, keine Ahnung, wenn du irgendetwas da am machen bist und Hilfe brauchst. Okay. Und ich dir einfach helfe, ohne dass du mich musst fragen oder umgekehrt. Das ist schon auch nice. Ich finde das so schwierig. Ich habe nicht so keine klare Meinung, merke ich gerade. Ja, ich finde es erst eigentlich schon auch noch nice, aber ich erlebe es nicht so viel. Sorry, dass ich keine Büchse öffnen kann, Mann. Es geht nicht um Büchse, es geht um den Haushalt. Ich bin auch immer in der Schule, Alter. Du bist den ganzen Tag daheim. Ja und? Muss ich nicht arbeiten, oder was? Nein. Ah, okay, Nein. ja, fair, alles Ich klar. könnte schon mal einen Liebesbrief schreiben in der Zeit, wo du Haushalt machst. Dann würde ich mich appreciaten. Gut, Spaß. Also, ich würde sagen 3, 2... Was für Spaß? Das war todernst. Du musst es jetzt nicht verpacken, als wäre es ein Spaß. Das war der Hit. Nochmal, gut, also. Gut, ja, also 3, 2, 1, 2. Ah, gleich auch? Berühren, okay. Ja. Also, willst du mich lieber berühren, dann tue ich mein Knie jetzt halt wirklich nochmal... Alter, verpisst. Also, bin ich dran mit vorlesen? Ja. Gut. Ich habe gerade... Ich Rotz im Hals gehabt. Das ist so Schnudder. Ich bin verkältet. Gut. Wer? Digga? Oh mein Gott. Also, ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner den Arm in der Öffentlichkeit um mich legt. Also ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mich mit einem Geschenk überrascht. Oh, okay. Spannend. 3. Hallo. Bist du Muss ready? ich 2 sagen, oder was? Ja, warum erzählst du denn nicht weiter ab? Ja, du bist nicht da gewesen. Doch, sicher. Okay, Ja, 3, 2, 1, 2. 1. Was? Ja, Digga, in der Öffentlichkeit den Arm um mich legen ist ja jetzt... Also, wenn du den Arm um mich legst, ist das super geil. Ist das so ein Obwohl, Man-Ding? ja, nein, so das grundsätzlich einfach so einhängen. Ich mache aber so. Oh, hey, Brudi. Ja, okay, sehe ich. Aber vielleicht auch so einhängen oder Händchen heben kannst Ja, du auch. das sehe ich. Ja gut, ich wechsle auf 1. Schon? Ja, Habe ich dich überzeugt? ja. Aber ich will eigentlich gleich... Ja, jetzt bin ich eigentlich... Warte, jetzt bin ich wieder unsicher. Wenn du mir so ein Geschenk... Also wenn Ja, du mir so eine richtig herzige Überraschung machst. machst... Ich 2, sage dir ehrlich, so wie es ist. Bin ich eher 2 oder was? Also Digga, es hat eine Zeit gegeben, wo du mir vorgeworfen hast, dass ich dir zu wenig Geschenke und so mache. Also du hast mir nichts zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein Bullshit. Du hast mir 2 Eve zum Geburtstag geschenkt. Ja, und ein Gucci für Air Force und eine Woche später hat dein Dad dir Air Force gekauft. Das stimmt gar nicht. Mal, das stimmt. Nein, du hast so lange Zeit... Oh, jetzt gibt es noch Beef da. Du hast so lange Zeit gehabt. Du hast genau gewusst, wann ich Geburtstag hatte. Und du hast am gleichen Tag bist du in den Laden gegangen, um zu schauen, ob es Air Force hat. Und dann hat es halt keinen gehabt. Ja. Aber du hast gleich vorher schauen, ob du es bestellen vorher, du hast vorher schauen. Und ich habe nachher nicht mehr gewusst, dass du mir jetzt dass du mir noch schenken wirst. Es ist erst das ist doch 2 klar Wochen. gewesen. Es ist in 2 Wochen vergangen, mein Geburtstag. Und es ist immer noch nicht gekommen. Du hast es auch wieder vergessen. Ich habe und so mein überhaupt Dad gar hat, nicht mein Dad hat vergessen. Mitleid mit mir gehabt. Digga, aber schau, die sie haben sich verschworen gegen mich. Das ist alles, ihr merkt, da passieren Sachen, die glauben ihr gar nicht. Digga, man bedenken, ich habe dort, das war während Corona, ich habe in einem scheiß Wohnwagen gewohnt, am Arsch der Welt. Ja. Ich konnte von dort nicht so einfach schnell shoppen. Es hat ein Lädchen in Du diesem kannst ja Dorf online gehabt. bestellen. Nein. Air Force sind online immer ausverkauft. Nein, nicht mehr. Doch. Aber scheiß drauf. Mein Nein, Dad hat es ja gleich irgendwie geschafft. Eben, darum, ich wollte es ja auch versuchen. Aber es hat dann dort, wo Du ich hast mir schauen sagen, in Zürich Du keinen hast das ganze Jahr lang Zeit gehabt, um mir das Ach, Geschenk. scheiß auf dich. Weil ganz ich weiss, ehrlich. du hast im Februar Geburtstag. Ich weiss gleich schon, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ja, okay. Ja, ich bin viel der bessere Partner in der Ja, das Beziehung. bist Ja, okay. gut. Ich sehe sie. Und bald ist Valentinstag, gell?
Ja, dort schenkt er Und gar Weihnachten ist nichts, im Fall auch bald. Ja, dort haben wir uns auch gesagt, wir schenken uns nicht. Was haben wir... Nein! Was haben wir gar nicht abgemacht? Ich erwarte da ein riesiges Geschenk. Hä? Mehr als eine Flasche Eis. Okay, was wünschst du dir? Das geht nicht so, du musst mich überraschen. Ja, aber Sonst ist ja sag kein doch mal, in Geschenk. welche Richtung wünschst du dir etwas? Etwas Romantisches, etwas Ach, cute. Scheiß auf dich, schau so muss ich Geschenke suchen. Ja! Ja. Aber das ist ja kein Geschenk und das ist ja keine Überraschung. Ja, ist gut. He? Ja. Also, können wir, das ist die Umfrage. An was habt ihr mehr Freude, wenn es ein Geschenk ist, das ihr schon gesagt habt? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, yo, das ist gleich wie, ich will, dass du mir Blumen schenkst, aber wenn ich zu dir komme, ey, kannst du mir Blumen schenken und du schenkst mir nächsten Tag Blumen, dann habe ich noch halb Freude. Ja, das ist ja logisch. Eben. Aber weißt du, bei dir ist es so, Eben. du redest schon ein halbes Jahr darüber, dass du einen Dyson cool findest und weil du Influencerin bist, bekommst du nachher einfach zugeschickt. Hey, aber was hat das damit zu tun? Dass ich dir dann keine mehr schenken kann. Also das ist ein halbes Jahr Zeit. Hä? Oder hättest du mir auf Weihnachten einen Dyson schenken? Wer weiß, vielleicht? Nein, fix nicht. Was sagt wer? Weil er hure teuer ist. Ja, scheißegal, ich bin rich. Stimmt übrigens Nein, ich nicht. kann eigentlich Schnell, wollen, Einwurf, Disclaimer. nein, ich kann schnell wollen, eigentlich eine Umfrage machen, ob ihr es lieber habt, wenn ihr vom Partnerin überrascht werdet mit einem Geschenk oder wenn es etwas ist, wo ihr schon wisst, weil ihr es euch gewünscht habt. Ja, ist logisch geiler überrascht werden. Ja, eben, dann Einfach, müssen wir wenn man ein bisschen diskutieren. aufmerksam ist und der andere vielleicht ab und zu mal so ein bisschen über etwas erzählt. Genau. Aber das machst du nie. Was? Das mache ich nie. Das machst du nie. Doch, ich tue immer Geschenke schenken und bin hure aufmerksam. Eben, ich meine, das machst du nie. Du gibst nie hin, zu was wir dir schenken können. Also, Das stimmt gar nicht. also, vorher hast du gerade 1000 Hits mit Ein Liebesbrief. Liebesbrief auf Weihnachten. Digga, ich bekomme Ja. das Kotzen. Ja. Spaß, nein. Ja, Digga, aber ja, okay, ja, scheiße. Gut, also scheiß drauf. Wir sind eigentlich voll abgedriftet. Wer ist dran mit vorlesen? Ah nein, wir sind ja immer noch bei dieser Frage. Also ich tue es nochmal Ja. schnell wiederholen. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner den Arm in der Öffentlichkeit um mich legt oder mein Partner mich mit einem Geschenk überrascht. Ah, das hast du schon gewählt? Ja, ich habe dort den Partnerarm Okay, ich nehme das Geschenk. einhängen in der Öffentlichkeit. Also, jetzt kannst du wieder vorlesen. Also, ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner an meiner Seite ist, auch wenn mir nichts wirklich... Digga, Zusammen ich habe machen. kein Deutsch. Mein Partner an meiner Seite ist, auch wenn wir nichts wirklich zusammen machen, mit meinem Partner Hände halten kann. Also entweder, wenn wir einfach so nebeneinander chillen, aber nichts miteinander machen, oder wenn wir nebeneinander chillen und Händchen heben. Hey, danke, dass du genau das, was ich gesagt habe, nochmal wiederholt hast. Gratuliere. Ja, du hast es aber unverständlich gemacht. Ja, aber das ist dann noch viel blöder. Entweder, also, du entscheidest zwischen gar nicht machen oder zwischen den Händchen heben. Genau, ja. Ja, 3, 2, Zwischen einfach 1. so, wartet schnell. Aha. Zwischen einfach so, wie wir da zusammen wohnen, halt chillen und nicht immer Zeit miteinander verbringen und so. Händchen heben. Gut, 3, 2, 1, 2. 1. Ich finde das Du mega fühlst dich wichtig. mehr geliebt? Ich fühle mich eher geliebt, wenn... Ja, gut, habe ich Alter! jetzt vielleicht ein bisschen falsch gedruckt. Aber ich habe. Geh nicht mal zurück. Nein, kann man gar nicht. Ich habe eigentlich mehr damit gemeint, dass ich es hure wichtig finde. Falsch gedruckt, glaube ich. Ja, egal. Ich wollte sagen, dass ich es hure wichtig finde, wenn man in einer Beziehung ist und zum Beispiel zusammen wohnt, dass man dann auf jeden Fall im Kopf hat, dass beide noch ein eigenes Leben haben und Zeit für sich selber brauchen und dass man nicht alles immer gemeinsam muss machen, gemeinsam essen, kochen. Jedes Mal, wenn man neu mit rausgeht, das muss zusammen sein, so dass ab dem Punkt, wo man zusammen wohnt, alles gemeinsam muss passieren, so, sondern dass auch beide Space für sich haben. Das finde ich wichtig. Und Darum habe trotzdem ich- muss man ab und zu mal Händchen heben. Ja, darum habe ich das eine Frage vorher sozusagen angewählt. Gut, okay. Nein, fair, safe. Aber das war eigentlich nicht die Frage, gewesen, gell? Fühlst du dich eher geliebt? Ja, scheiße. Ja, das hast du jetzt im Fall falsch gemacht. Im Fall. Das ist nachher Also, die lies Auswertung vor. nicht 100% korrekt. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir ein Geschenk gibt. Sorry, aber könnte es ein bisschen kreativer sein? Immer das ein Geschenk. Vor allem, wenn ich die grüne Linie sehe, wo wir bis jetzt sind, haben wir noch ein halbes Jahr. Können wir Aber es ein sind bisschen nur schnell 21 Durchlauf Fragen eigentlich. Oder ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner sagt, ich liebe dich. 3, 2, 2, 1, 1. Ich 1. liebe dich, 2. Also, Nein! Habe ich jetzt aufs Eis gedrückt? Ich check's eben auch nicht. Anyway, okay. Aber kann man jetzt zurück oder kann man nicht zurück? Nein, kann man glaube ich nicht. Ja, scheiß drauf. Also, Ja, also,
Ja, finde, ich liebe dich, eine schönere Geste als ein Geschenk. Gut, ich fühle mich eher geliebt, wenn neben meinem Partner sitzen kann. Fällt einfach das Ich, geil. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir spontan ein Kompliment macht. Ja, 3, 2, 2, 1, 2. Komplimente sind immer schön. Ja, vor allem wenn es nicht so etwas Obvious Ja. ist, wo man die ganze Zeit Ja. gehört, sondern wenn es glaub- mal etwas ja. off-guard. Das habe ich letztes Mal gehört, das ist jetzt zwar wieder off-topic, aber ich hasse eigentlich so Vergleich von bei Männern ist es so und bei Frauen ist es so. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen grundsätzlich viel mehr Komplimente bekommen. Anyway, auf das habe ich gar nicht eingehen, scheiß auf das. Aber ich habe schon viel gehört, dass wenn Männer ein Kompliment bekommen, und das ist egal, wie lange das her ist das vor 10 Jahren, vor 3, vor 2. Es gibt so Komplimente, wo man sich einfach ewig merkt. Also wenn einem jemand mal gesagt hat, oh, du hast schöne Augenbrauen, Ja. das bleibt 20 Jahre. Bei Und wir Männern haben- bleibt das mehr, oder was? Ich habe das Gefühl, ja. Also, was habe ich da schon mal für ein Kompliment gegeben vom Aussehen? Alter, jetzt lass mich da auflaufen. Eben nichts. Hä? Scheiß auf dich. Warte, stopp. Nein, meine Nase. Zum Beispiel. Genau. Mehr? Dein Lachen? Digga, jetzt wirst du kitschig. Nein, aber ich habe so das Gefühl... Ach, scheiß auf dich. Ich habe das gar nicht wertend meinen. Ich habe das nur gehört und finde das spannend. Und ich wollte eigentlich erzählen, dass so unerwartete Komplimente mega schön sind, weil du heute zum Beispiel hast mir ein mega unerwartetes Kompliment gegeben. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie so voll im Stress gewesen, oder ich bin gestresst gewesen und so, oder bin gerade so beim Einpacken gewesen. Dann hast du mir gesagt, ey, ich bin mega stolz auf dich, dass du so viel machst und so, und du machst das mega gut. Genau, und bla. aber das ist eben wieder ein Unterschied, weil ich mache dir das jeden 3. Tag, das Kompliment. Nein, aber es ist so Und unerwartet grundsätzlich gekommen. brauchst du eigentlich jeden Tag von mir das gleiche Kompliment wieder und wieder und wieder. Das ist der Unterschied, den ich der gemeint Unterschied habe. ist nicht, dass ich es vergessen habe, sondern dass ich jedes Mal immer Freude habe. Genau, Ja, dass du es bei jedes uns- Mal wieder aufs Neue brauchst. Und wenn ein Mann einmal gehört hat, er hat eine schöne Nase, hat er das Gefühl, er hat die dicksten Eier, weil er eine schöne Nase hat. So, das habe ich gemeint. Nehmt Aha, Bezug ja. oder schreibt mir auf Insta, wenn ihr das kennt oder auch schon gehört habt oder nicht. Vielen Dank. Gut, also bist du dran? Ich habe schon gewählt vorher. Ja, Jetzt ich bist auch. du wieder dran. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich die Chance habe, mit meinem Partner zu chillen, abzuhängen. Oder ich fühle mich eher geliebt, wenn unerwartet ein Geschenk von Digga. meinem Partner erhalte. Können wir schnell festhalten, es sind glaube bis jetzt von 10 Fragen 9 Fragen gewesen. Hast du lieber Zeit mit deinem Partner Ja. oder ein Geschenk? Vor allem nicht irgendwie kreativ, weißt du, so eine Überraschung am Morgen, einfach ein Geschenk. Das Sag ist doch was für ein wirklich- Geschenk, es kommt mir drauf an. Das ist wirklich gar nicht. Mega wack, 3, Alter, mach es 2, doch nicht. 1. Warte, nein, ich muss überlegen. Ja, okay, 3, 2, 1, 2. Gut, Dass wir du die machen Chance jetzt hast, schnell- mit mir wir zu machen chillen. jetzt schnell durchlaufen. Also mach du. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich höre, wie mein Partner sagt, ich bin stolz auf dich. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich mit meinem Partner ganz lange Kampf kuscheln kann. Wow, das ist... Weißt du, jetzt mach jetzt mal eine harte, spannende Frage. Weil ich... Okay. Weißt du deine Antwort? Ja, Oh nein, ich finde beides mega... Oh, warte, ich muss mich entscheiden. Das ist beides mega, mega nice. Okay, 3, 2, 1, 2. Das Kampfkuscheln ist schon geil. Allgemein so das wieder Kind sein und so ein bisschen rumblödeln und so, das fühle ich schon sehr. So, das ist schon meine Love Language, wenn es die gibt. machen wir weiter. Ich fühle mich Ich bin dran mit Vorlesen. Oder nicht? Ach so, Ist mir wichtig im Fall? Nein, Spaß. oh, kannst schon sehen, dann lies vor. Ja, scheiß drauf. Weiss Ich ich fühle auch mich eher geliebt, wenn ich mit meinem Partner Dinge unternehmen kann. Also, sie macht ein bisschen kreativ. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich unterstützende Worte meines Partners bekomme. Das 3. war wäre sogar zum Beispiel gewesen. Also 3, 2, 1, 2. 1. Ja, unterstützende Worte Mhm. sind für mich schon so. Zwar, Ich- ja, ich weiß auch nicht, was ich Schnell durchlaufen haben wir Gut, gesagt. okay, Nati. also weiter. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner seinen Worten Taten folgen lässt. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich durch eine lange Umarmung mit meinem Partner verbunden fühle. Ich mich mit meinem Partner verbunden fühle. 3, 2, 2, 1, 1. Also ich glaube, wenn man so etwas anspricht, was einem vielleicht stört in der Beziehung und nachher wird das wirklich umgesetzt, ich glaube, das ist schon so ein sehr grosser Liebesbeweis für mich so. Ja, sowas. Ja, Würdest du auch sagen? ja, das ist sicher cool. Wenn man kann, Das ist sicher cool. wenn man kann, Kritik annehmen und vielleicht etwas versuchen besser machen. So.
Ja, und auch einfach, wenn man sagt, hey, ich mache das und man es dann auch wirklich macht. Also Safe. jetzt abgesehen von Problemen, auch von guten Sachen. Also Ja. wenn man sagt, hey, klassisch, hey, ja, ich tue den heute noch saugen und dann auch gesaugt wird. Ja, voll. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich von meinem Partner gelobt werde oder wenn mein Partner mir etwas gibt, das zeigt, dass er sich über meine Wünsche genaue Gedanken gemacht hat. 3, 2, 1, 2. Nein, ich wollte 2 sagen im Fall. Und, ja. Jetzt musst du aber 1 nehmen. Nein, ich nehme 2. Ach, Digga. Gut. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich uns innig kuscheln. Küssen. Gut. Brauche ich ein Brüllen langsam. Digga, ich merke, ich kann nichts lesen von diesem Zeug. Uns in die Küssen? Oder? Genau, innig küssen. Oder mein Partner Interesse an den Dingen zeigt, die mir wichtig sind. Oh. Das ist beides gut. Ja, sehr. Ja, ich Okay, ja. glaube, ich 3, sage jetzt 2, mal 1, 2. Ja. Weil innig küssen ist so nice, aber wenn so das andere ist so etwas aktiv, wo du wirklich nie Ich bin auch allgemein gerade mein Bild so ein bisschen am... Weißt du, ich habe ja viel Körperliches schon Aha, gesagt. du bist so eine Waage am Stellen. Ja, ich bin so eine Waage am machen, weil ich finde so, es ist schon cool, wenn man gegenseitiges Interesse an Sachen von anderen wichtig sind. So hat, natürlich ist es am coolsten, wenn das nicht so gespielt muss werden, sondern wenn man einfach die gleichen Sachen Es ist einfach so cool der Effort in der Beziehung, so für den anderen irgendwie, es ist einfach schöne Geste. Genau, zum Beispiel da, wo du nicht hast bei Filmen. Gut, weiter geht's, lies vor. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner positiv auf Dinge reagiert, die ich erreicht habe. Oh, das ist auch schön. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner etwas für mich macht, von dem ich weiß, dass es ihm eigentlich keinen Spaß bereitet. Also ja. Okay, 3, 2, 1, 1. Ich glaube, Das andere finde ich wack. Ja, und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man so einen Erfolg hat und die andere Person freut sich so richtig mit einem, ist genauso gehypt und so. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, das ist cool. Dann fühlt man sich auch wirklich so wie ein Team und so verbunden. Und Beim zweiten weiss ich einfach nicht, was ich davon halten soll. Also wie... Dann hat man ja wie etwas nicht gefunden, wo man beide cool findet. Ich weiß nicht, finde ich. Ja, das ist wie wenn ich jetzt für Harry Potter mit dir schaue. Weil ich kann genau, Bock das zum ist Harry einfach Potter schauen, schade, aber ich dass mach's du für dich. dort so ungebildet bist. Gut, ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mich bei meinen Projekten unterstützt oder mein Partner mir ein tolles Geschenk macht. Alter, macht mal ein Beispiel mit Geschenk. Immer das ein tolles Geschenk. 3, 2, Warte, ich muss überlegen. 3, 2, 1. Geschenk 1. 2. Du bist. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mir mein Partner ein Kompliment über meine Erscheinung macht. Erscheinung macht. Ja, statt meine. Kleider. Also ich kann nicht mal Deutsch. Style. Aha. Von Aussehen. Also heute siehst du mega schön aus. Oh. Oder mein Partner sich die Zeit nimmt, mir wirklich zuzuhören und meine Gefühle zu verstehen. 3, 2, 1, 2. Ja, das Ja, ist definitiv ganz klar. wichtig. Aber ich glaube, jetzt müssen wir gerade wieder mehr bewerten, was wichtiger ist in der Beziehung, aber eigentlich, wo man sich mehr geliebt fühlt. Nein, ich Ja, doch, habe schon ja. nach dem bewertet. Also es ist natürlich cool, wenn der Ja, Partner safe. einem sagt, dass man gut aussieht oder was auch immer. Aber Ja, safe. da bin ich weiß nicht, ob das so ein bisschen eine Ego-Sache ist, aber bei vielen Sachen, wo ich mich relativ wohl drin fühle, brauche ich nicht so viel Bestätigung. Ja, fair. Und dann finde ich es viel schöner, wenn bei gefühlsvollen Sachen zugelassen wird. Also, Das stimmt schon. ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich uns auch in der Öffentlichkeit berühren. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner Besorgungen für mich macht. Ja, Jo. 3, 2, 1, 1. So Aber schon so Sex in der Öffentlichkeit. Also ja, so richtig. Dann Komm weiter, wir müssen ein bisschen durchhasseln, Alter, es geht so schnell. Nein, jetzt tun wir da entspannen. Die Leute, die keinen Bock mehr haben zuhören, die sollen einfach nicht zuhören. Ja, aber ich habe langsam keinen Bock mehr von dem. Ich habe gemeint, das sind nur 21 Fragen, es fühlt sich irgendwie länger an. Ah, das fühlt sich an nach 100 Fragen, aber 50 sind die gleichen. Ja, ich schwöre. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner nicht nur das Nötige, also 50 gibt, sondern etwas mehr. Oha, das wäre ja übel. Also ich fühle mich eher geliebt, wenn ich ein wirklich gut durchdachtes Geschenk erhalte. Oh, ey, schau, jetzt sind es schon ein bisschen spezifischer. 3, 2, 1, 2. Hä? Also 50-50 ist also die Aufteilung in der Beziehung, oder? Ja. Und du fühlst dich
Also eher geliebt. Mir ist einfach das Geschenkli-Thema nicht so wichtig. Aha, du willst Und- einfach ein Geschenk in deiner Liste am Schluss haben. Ja, nein, also gut, ein gut durchdachtes Geschenk ist eigentlich schon sehr cool. Das muss Also ich... zum Beispiel wie dort, wo du deine Musik released hast und ich habe dich überrascht, wir sind nachher, weil dein Song Clouds geheißen hat, sind wir ins Gut, Clouds. das finde ich jetzt nicht so ein cooles Geschenkli. Oh, Alter, ich habe mir so Mühe Spaß, gegeben. nein, ja, ich habe eine das ganze Wolke nicht Das gebastelt. ist zum Beispiel ein cooles Geschenkli. Aber ich finde auch cool, wenn man wie nicht einfach nur das Nötigste macht von dem, was man machen muss, sondern wenn man einfach ein bisschen Effort gibt für Ach so. Beziehung. Und dann muss es Ja, quasi safe. auch mal 60% sein. Ja, safe. Solange der andere auch mal ein bisschen Effort gibt, so ist es ja cool. Voll. Eben, es soll auch Solange es sich ausgleichen sein. ausgleicht. Dann ist es vielleicht doch nicht mehr als 50-50, egal. Anyway, Ja. ich fühle mich eher geliebt, wenn... Bin ich dran? Ja. Fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner während des Gesprächs sich nicht vom Smartphone ablenken lässt oder mein Partner sich richtig Mühe gibt, Druck von mir fernzuhalten. Holy Was shit. ist Druck von mir fernzuhalten? Ja, zum Beispiel das, was ich tagtäglich für dich mache. Zu schauen, dass dein Rücken frei von ganzen Stress ist, bis auf den, wo... Ach Du musst so. Also einfach so reden oder einen oben runterholen oder irgendwie. einen oben runterholen. Das ist auch gut, zum Druck fernzuhalten. Sorry, da ist jetzt einfach rausgekommen. Das klingt auch falsch. Anyway, ja, Drei, nein, ich weiß ja. auch nicht. Ja, 3, 2, 1. Nein, ich muss es noch überlegen, warte schnell. Ja, vom Gespräch, also wenn du am Smartphone bist, das ist schon wack, Alter. Nein. Wir machen einen Podcast, reden miteinander und sind beide am Handy. Aber so Chachi, wie mit 3, 2, 1, 1. Ja, sorry, das fand ich richtig. Ich glaube, ich würde mich richtig nicht geliebt fühlen. So. Es ist allein, ich glaube schon, im Podcast spürt man es, dass wir das Handy in der Hand haben. Habe ich das Gefühl. Nein, du hast vor das Handy in die Hand gehabt und hast dich angeschaut. Genau, das ist das Beispiel. Ja, eben gut. Komm nicht vor, schnell. Ich fühle mich eher geliebt. Bin ich dran? Ja. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich mich auf ein Geschenk zum Geburtstag oder einen Feiertag freuen kann. Spürst du den Hint? Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner zu mir sagt, ich schätze dich wirklich sehr. 3, 2, 1, 2. 1. Alter, aber Viertig und Geburtstag, das ist mir schon so... Da habe ich schon sehr gefreut. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir eine kleine Überraschung nach einer Reise mitbringt. Reise. Reise gesagt. Reise. Mein Partner mir eine kleine Überraschung nach einer Reise mitbringt. Mein Partner mir Arbeit abnimmt, weil ich sie einfach nicht mehr schaffe. Mehr geliebt, ja. Oh, 3, 2. Überraschung nach Reise. Also so eine Reise, du wirst mich überraschen mit einer Reise. Digga, ich würde mich nach beiden nicht mehr geliebt fühlen. Oder weniger. Hey, ich nach beidem. Ja, Wenn ich jetzt so voll im Stress bin und du machst noch etwas für mich, das ist für mich schon so... Oh. ja, fand ich auch. Aber ist auch noch nie passiert. Was? Alter, das beste Beispiel. Du bist im Kinski arbeiten, hast müssen jetten, hast elenden Anschiss gehabt. Aber es hat Stopp, nicht geheißen, stopp. weil ich sie nicht mehr schaffe. Doch, du hast mir geschrieben, hast richtig miesen Anschiss gehabt. Und ich bin wirklich etwa eine Stunde lang mit dem Zug gefahren. Am Mittwochnachmittag haben wir das Jettzeug mitgenommen und haben ihn überrascht. Ja, das ist jetzt auch, weil du dich gut anstellen willst. Ja, es war lieb gewesen, danke. Nein, das aber, ist meine Rechtfertigung, weil du gesagt hast, das ist noch nie passiert. Aber das ist ja nicht etwas, was ich nicht fertig geschafft habe. Etwas nicht fertig geschafft ist wie etwas Das ist eine Stufe 38. vorher. Thumbnail, das ich für dich gemacht habe, weil es du nicht mehr hergebracht hast, rechtzeitig. Sowas. Ja, aber es war ja Ja. schon vorher eine Hilfsbereitschaft gewesen. Ja, es ist auch eine Hilfsbereitschaft. Das ist ja noch besser, als erst wenn du am Elend bist. Also, aber um das schon- geht es da nicht. Aber es ist ja besser. Also, wenn ich jetzt erst gekommen wäre, wenn du richtig am Arsch gewesen wärst, dann wäre das ja viel schlechter gewesen. Als wenn du einfach ein bisschen Anschiss hast und ich komme und ja, den Druck wegnehme. Ich weiß jetzt auch nicht. Also, 3, 2, 1, 1. Eins. Also, Überraschung mit Reis. Ja, ja. Dann gehen wir nach Paris jetzt eigentlich mal. Kannst du mich überraschen? Was? Hä? Woher kommt jetzt das? Komm, mach weiter. Ich will immer noch fertig werden mit dem Kack, Alter. Ja, aber sie sind fertig. Es sind alles die gleichen Fragen, Alter. Also, liest du vor. Ich fühle mich sehr geliebt, wenn mein Partner mich nicht unterbricht und aussprechen lässt. Können wir jetzt mal nach Paris gehen, hä? Ich fühle mich eher geliebt, wenn wir einen ganzen Tag im Bett verbringen können. Wow.
Oh, okay. Ja, 3, 2, 2, 1, 1, 1. 2. Ich hatte das einfach müssen Wieso? einfach, weil das bei uns in unseren Diskussionen immer ein Punkt ist. Würdest du dich mehr geliebt fühlen, wenn ich dich aussprechen lasse? Nein, Wieso ist das das hat für mich nichts mit Liebe zu, aber beides nicht. Okay, mal einen ganzen Tag im Bett verbringen schon ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Test mache. Ich habe, glaube ich, ein bisschen abgeschaltet. Aber ich habe das müssen auch, weil es einfach so ein bisschen auch ein Gag ist fast. Ja, fair, sehe ich. Er sagt, nein, ich glaube, wir sind einfach unterschiedlich Aber ich glaube, aufgewachsen. meine Love Language ist am Schluss einfach Arschloch. Nein, aber ich rede so schnell, ich denke so schnell. Und wenn du mir etwas erzählst, wo ich schon weiss, auf was es wird rauskommen, dann muss ich dir nicht noch zulassen. Dann bin ich so, ja, vorhin gecheckt und dann will ich mein Zeug sagen. Und du bist dann so, lass mich ausreden! Ja, aber es ist auch einfach anstrengend, wenn ich eben einen Punkt will machen und du es eben nicht gecheckt hast und reinredest. Ja, okay, dann. Und ich den Aber du Punkt redest ja fertig so mache. langsam. Du denkst langsam Ja. und du machst so Kunstpause. Ich wo richtig denke cringe sind. langsam. Ja. Ich denke schneller als du. Ja, aber du redest langsam und ich denke Ja. gleich schnell und rede auch schnell. Du denkst schneller, als du redest und das ist anstrengend. Oder ich denke schneller, als du redest. So. Du redest schneller als du denkst auf jeden Fall. Vielleicht auch das. Ja, ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist das. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir hilft, wenn ich müde und erschöpft bin. Oder ich und mein Partner gemeinsam etwas unternehmen können. Ach, Digga, die Frage. Es ist immer das Gleiche, langsam habe ich auch keinen Bock mehr. Also 3, 2, 1, 2. Ich weiß es selber auch nicht. Ja, 2, komm, scheißegal. Also. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich intim sind. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mich mit einer Kleinigkeit überrascht. 3, 2, 1, 1. Also, Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner etwas... Wir müssen ein bisschen langsamer machen, weil wenn da Leute mitmachen, dann sind die jetzt mega gestresst, gell? Ein bisschen langsamer machen. Alter, die haben alle auch schon lange keinen Bock mehr, Alter. Kannst du eine Umfrage machen, wer hat es spannend gefunden, solange die scheiß Fragen zu hören und wer nicht? Ich glaube, es interessiert alle nur, was am Schluss rauskommt. Ja, fair. Also, ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner etwas Aufbauendes und Ermutigendes zu mir sagt. Oder ich kann mit meinem Partner ein gemeinsames Hobby ausüben. 3, 2, Nein, warte, lass mich. Okay, 3, 2, Und du 1. sagst, du denkst schnell. Okay, 3, 2, 1, 2. 1. Nein, etwas Ermutigendes und so sagen, das ist viel mehr... Ja, du musst jetzt nicht nochmal erklären. Doch, muss Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mich überrascht mit einer kleinen Aufmerksamkeit oder mein Partner und ich uns über den Tag verteilt immer wieder berühren, umarmen und küssen. 3, 2, 1, 2. Ganz klar. Okay. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner mir ganz deutlich sagt, wie sehr er mich wertschätzt oder mein Partner mich verführt. Also ist das so datemäßig? Also wie verführt so Nein, sexuell? Zum Beispiel, ja. Okay. 3, 2, 1, 1. Hä? Nein, wenn ich dir jetzt ganz sage, Alter, ich schätze dich so hart. So Ja. richtig, ganz deutlich. Richtig. Da bin ich aber schon eher auf der sexuellen Ebene, sage ich dir ehrlich. Alter, du bist so ein Alter. Ja gut. Ich kann es ja Ein kombinieren. kleiner, versauter Junge. Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner und ich uns wiedersehen, wenn wir einige Tage getrennt waren. Ja. Das bist du, ja. Oder wenn mein Partner mir sagt, wie viel ich ihm bedeute. Ja, das auch. Scheiße, egal, ich nehme gleich das erste, einfach Ich wegen nehme das Rationalität. zweite. 3, 2, 1, 1. Oh wow, 2. Oh, wir sind am Ende! Oder? Ja. Ja? Ja. Nein, das ist ja die letzte Frage. Wie machen wir es jetzt? Warte, okay. Du und du zuerst vorlesen. Oder wie wem bist du spannender? Weiß ich nicht. Eigentlich ist es bei dir spannender, eigentlich muss ich zuerst vorlesen. Lies du vor. Also, du musst schnell schätzen, was denkst du, Anni? Ey, Digga, bei mir steht etwas, wo, aha, mal, bei dir steht Geschenke. Ja. Ihre bevorzugte Liebessprache sind Geschenke. Ja, eben gesehen. Wenn, jetzt kannst du komm, lernen etwas, weil das sind jetzt alles die wichtigen Informationen, Ja, die du, gut. wenn du sie einmalig hörst, nachher für immer weißt, oder? Erzähl. Weil du ja ein Mann bist. Erzähl. Also, wenn Nein, Ihnen... ich habe nicht gesagt, dass ich Informationen grundsätzlich im verstehe. Kompliment, nimm es Genau. als Kompliment. Digga, du bist mir die ganze Zeit am Haten wegen dem. Das habe ich nach dem Podcast instant alles wieder vergessen. So ist das nämlich. Komm, erzähl. Also, wenn Ihnen Ihr Partner Ihre Wünsche erfüllt, dann fühlen, also das ist für mich, dann fühlen Sie sich geliebt. Bei Geschenken kann es sich um Überraschungen handeln oder auch um Aufmerksamkeiten, also wenn Ihr Partner sich an Ihre Wünsche erinnert und diese dann selbst tätig erfüllt. Wer jemanden beschenkt, der beschäftigt sich mit dem anderen. Ein Geschenk ist das Symbol dieser Gedanken. Wenn Ihr Partner die Liebessprache Geschenke bevorzugt, dann sollten Geschenke keine seelenlosen Mitbringsel sein. Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Okay, mal tief. Okay, gut, ich habe deine Fresse.
Aber das Kettchen war dafür schön. Das hast du nicht Ja, mal okay, das muss man vielleicht noch erwähnen. Ein Jahr später hat er dann eine Revanche gemacht und hat mir ein Kettchen geschenkt. Ein richtig schönes, teures Kettchen. Und Ja. du hast es ein Zeitchen angehabt und jetzt hast du es nicht mehr an, weil es Knöpfe drin hat. Aber ich Und habe es du letztes wieder mega und lange du willst es angehabt. aber auch nicht bringen zum Das ist mir zu anstrengend. Dude, wo ich es gekauft habe und dann könnt ihr das Das nicht müsstest wieder. du machen. Digga, Also, piss dich. wenn Ihr Partner die Liebessprache Geschenke bevorzugt, dann sollten Geschenke keine seelenlose Mitbringsel sein, die nicht mit ihr zu tun haben. Nicht ausreichend sind Geschenke, die nur zu bestimmten Anlässen wie Valentinstag, Geburtstag oder Jahrestagen gewährt werden. Freiwilligkeit ist besonders wichtig. Wissenswertes über Geschenke. Ein schlecht ausgewähltes Geschenk ist das Schlimmste für einen Partner, der die Liebessprache Geschenke spricht. Denn damit zeigen sie dessen Wahrnehmung, dass sie ihn nicht gut kennen und das kann dazu führen, dass die Liebe und die Beziehung in Frage gestellt werden. Das Sie ist wollen aber bei dir nicht richtig, weil du würdest dich, glaube ich, über alles freuen, was ich dir schenke. Weil ich dir nie etwas schenke. Ich tue einfach so, damit du signalisiert bekommst, dass ich Freude an Geschenken habe. Spaß. Eben ja, läuft eben aufs Gleiche raus. Also, denn damit zeigen sich dessen Wahrnehmung, dass sie nicht. Das habe ich vorgelesen. Sie wollen mehr erfahren über Paarkommunikation, bla 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 bla. Gut, jetzt bist du dran. Gut, was denkst du ist bei mir? Hilfsbereitschaft. Nein. Okay, Zweisamkeit. Zweisamkeit? Ja. Okay, lies vor. Ihre bevorzugte Liebessprache ist Zweisamkeit. Wenn ihr Partnerin Zeit schenkt, sie mit einander etwas unternehmen können. Lies Zweisamkeit langsam vor, oder? herrscht, wenn Paare Du etwas kannst nicht so gemeinsam etwas tun. vorlesen. Weißt du, so schön vorlesen, dass man mitkommt, dass man dabei sein kann. Wenn Ihr Partner die Liebessprache Zweisamkeit bevorzugt, dann ist es wichtig, dass Sie Verabredungen einhalten, pünktlich sind und Störungen wie Smartphone und Internet meiden. Investieren Sie in einen Babysitter, denn zur Zweisamkeit gehört sich ganz aufeinander einzulassen. Geil. Schauen wir, dass dieses Baby Also eigentlich das einfach nächste Mal Sex. nimmt. Spaß. Kannst du bitte eine cringy Pause machen, nicht einfach weiter? Wissenswertes über Zweisamkeit. Menschen, denen Zweisamkeit sehr wichtig ist, fühlen sich häufig nicht wahrgenommen. Digga, ich habe kein Deutsch, wenn ich muss vorlesen. Genau, wissenswert über Zweisamkeit. Menschen, denen Zweisamkeit sehr wichtig ist, fühlen sich häufig nicht wahrgenommen oder nur als Option und nicht als Priorität. Der Grad zum Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen, ist manchmal schmal. Sie wollen mehr erfahren über Paarkommunikation. Das war dann, ja, gut. Aber das passt schon sehr zu dir. Ja, das passt zu mir. Also das würde jetzt, wenn ich das so höre, voll Ja. unterschreiben, dass Ja. das du bist. Ja. Interesting! Ey gut, jetzt wissen wir es voneinander. Ist das komisch, sich mit links einen Clap zu geben? Mega, Holy aber ich shit. habe nur die linke Hand. Genau, wir haben uns Gut. gerade mit links einen Clap gegeben, weil wir rechts das Mikrofon haben. Gut. Für all die nicht schauen, sondern nur hören. Also, falls ihr jetzt auch mitgemacht habt, hallo, man kann ja nur wirklich mitmachen, wenn man den Link bekommt, sonst kannst du wirklich nicht mitmachen. Ja, mal, sie können einfach für sich mitmachen. Ja, es ist eigentlich obviously bei einer Frage, welche Love Language gemeint ist, aber Ja. egal. Falls ihr Ach so, sie haben keine mitgemacht habt, Auswertung, stimmt. eben, das meine ich, Ja, eben darum müssen sie mitmachen mit Ja. dem Ding. machen wir einfach Werbung, Free Werbung für das. Also, Ist doch scheißegal. schreiben Sie in die Kommentare, was eure Love Language ist. Auch wenn ihr nicht mitgemacht habt, vielleicht haben Sie auch so jetzt so ein bisschen herausgefunden durch die Fragen. Vielleicht, maybe. Ja, maybe. Und was mich wirklich würde interessieren, ist jetzt das interesting gewesen oder so ein bisschen kinda boring? Ja, das Weißt du, dass nehme wir ich so auch Wunder. lange Fragen beantwortet haben, die actually 90% die Aber gleichen vielleicht sind. ist es auch für uns, nicht, also für Leute, die unsere Beziehung vielleicht auch nicht so kennen, mehr spannend. Weil wir kennen sie obviously. Ich kenne dich gut, Ja. du kennst mich gut. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt auch nicht besonders gut verkauft in diesem Podcast. Ja, ich auch nicht. Ich glaube ein bisschen wie ein asozialer Freund, der nie Geschenke Nein, gemacht muss ich noch sagen. Eben, du hast Kettchen, hast mir mega Mühe gegeben. Mit dem hast du es jetzt nicht besser gemacht. Doch, du hast mir schon... Also, Also, weißt du noch das erste Mal, wo Valentinstag war, wo wir nicht mehr zusammen waren? ja, das habe ich schön mit Von Rose der und allem. Türe bis zum Bett hast du so eine Rosenblüte am Boden. Also Das ich ist bin auch eigentlich ein richtiger Romantiker. Aber ich... Seit wir zusammen sind, einfach nicht. Spaß. Ja, ich habe ein bisschen viel gekifft. Und dann ist es ein bisschen viel von Oh ja, hast du es voll Charakterzeug- rausgehauen jetzt einfach? Hä? Ja. Ah, okay. Das, ich weiss die Öffentlichkeit noch nicht, aber... Mal, ich habe das ab und an schon gesagt. Ah, okay. Ja. Hast du einmal gekifft? Ja. Wie lang? Lang? Lang Lang gut. und intensiv. Ja, Jetzt so gar lange nicht vielleicht mehr, nicht, aber ja. Genau, ich habe aufgehört. Und in dieser Zeit habe ich viel vernachlässigt. Unter anderem gewisse Sachen in der Beziehung.
unter anderem Familie, unter anderem... Jetzt wird es zum Schluss auch nochmal richtig deep. Alter, ja, richtig. Ja gut, schließen Das wäre auch eine spannende Podcast-Folge. Was? Das Thema Kiffen, wie das verändert hat, wie das Beziehung verändert hat. Wenn über das mal reden. Das wollt hören, dann kommt zu meinem Podcast. Der heisst «Wissen mit Chancen». Das stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht. Nein, ich kann einen Kommentar schreiben, aber so einen Podcast würde interessieren mit dem Can, wo er so ein bisschen über alles redet, wie er reinkommt in das Dann Ganze. macht einfach ich sage, ich rede nicht weiter. Ich und du weißt, wer ein Podcast ohne dich. Mit dem? Mit C? Mit C und B. Egal. Ja, gut, also, schön, sind ihr da gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick in unsere Persönlichkeiten und Love Languages bekommen. Warum mache ich da Moderation? Das ist dein Podcast. Also, ja, Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Das ist auf YouTube. Nein, mit Tschüss muss eigentlich aufhören. Also, nochmal. Was sagen wir mal schnell? Ist das immer noch dein... Okay, komm, scheiß drauf. Ich mache gar kein YouTube mehr. Also. Das stimmt. Also 3, 2, 1. Tschüss.